Hallo, ihr liebe Leid, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Outlast auf Pelzig. Hua, die Autokrise ist bewältigt, mein Auto habe ich wieder abgeholt und jetzt müssen wir mal gucken, was hier kommt. Ich glaube, ihr seid mir nicht böse drum, dass es letztes Mal nur 15 Minuten ging und ich werde noch der Episode für die heutige Session Schluss machen. 3 Episoden reichen mir da wieder dicker. Und was haben wir hier? Okay, I guck, I glotz, Brüstung. Dann sollte man da auch rüber klettern. Rüber Brüste. Okay. Verfolgt uns auch keiner. Und unser Batterie läuft noch auf Sparflamme. Uah. Ja, schönes Kino, muss ich sagen, echt. Uah. Was war? Ja, uff. Abschor Smiles. Herr bloß auf mit dem Scheiß. Jetzt zerr dich hoch zu einem Spinnerei. Oh Gott, will ich da rein? Will ich da wirklich rein? Da ist der Projektor. Da war der Spinner, der direkt vor uns erschienen ist in der letzten Episode. Ich bin mir sicher, jetzt passiert wieder irgendein Scheiß, wenn ich das Ding aufnehme. Finde Vater Martin in der 3. Etage. Okay. Ich hätte gern lieber wieder von dem Weg aus hergehe. Ich mag doch nicht in hässliche Überraschungen geraten, aber ich glaube, das geht nicht. Ach, scheiße. Okay, Arezon durch. Wenn was kommt, renn ich. Und schrei. Und piss mal in die Hose. Wie das so üblich ist. Ach, die Scheiße. Okay, komm. Drauf geh, schießen. Runter geht's. Da sind wir wieder im Theaterzimmer. Da können wir immer noch nicht durch, nämlich auch. Nüpp, das wollen die nicht. Nie kann's mir noch meinem Wille gehen. Verdammt. Und die elend angeknackst Kamera, die kotzt mich auch so ein bisschen an. Ja, der Typ kommt jetzt aus seinem Schränkel raus. Oh oh, oh oh. Irgendeiner sucht uns. Ist das nicht die Penismusik? Ja, das ist die Penismusik für die Dödeldepper. Der Dödel Dennis und Penis Paulus suchen wieder nach uns. Das heißt, ich sollte mich etwas ruhiger verhalten. Die Penismusik. Anna. Okay, da ist der Dödel Dennis. Dödel Dennis, immer noch da, oder? Okay. Er ist nämlich dort. Mann, Ometa. Ich mag nicht. Ihr Widerlinge. Ihr Elende. So. Jetzt ist mal gerade alles egal. Wo muss ich dann nochmal lang? Wenn ich das noch wüsste. Die ursprünglich super Orientierung vom Yankee ist gerade am Arsch. Ich habe keine Ahnung, wo ich lang muss. Inventar, den Schlüssel für den 2. Stock. Das ist ja alles super schön und geil. Aber ich habe gerade die Orientierung wieder verloren. Ich weiß nicht, wo ich hergekommen bin. Von dort aus sind wir mal nicht gekommen. Da kann er nicht drüber hupsen. Der Abschau Smiles. Dann sollte ich versuchen, mich hier durchzuschlängeln. Ich glaube, da links war's. Wenn mich nicht alles täuscht. Dort dürfte ich kommen sein. Hier irgendwo, oder? War das nicht der Weg? Ach, Mann. Die Penismusik gibt auch nicht gerade sehr viel Aufschluss. Und da ist er schon wieder. Der Dödlerino. Ich habe auch keine Ahnung, wo die jetzt gerade rumlümmeln. Im wahrsten Sinne des Wortes. Oder ob ich dort durch muss, wo die herkommen sind, beim Exit. Wäre ja auch irgendwie nur logisch, oder? Okay, da kommt er schon arg schlingert. Der alte Schlawiner. Oh, Mann. Und
angenehm. Also ends muss ich dem Soundtrack zu Outlast lossen. Er ist verdammt übel. Ich weiß auch nicht, wo der gerade rumlümmelt. Wenn was ist, dann renne ich, kreich ich und scheiß mal in die Hose. Ganz einfach. Ich glaube, wir müssen dort hier, wo der rauskomme ist, beim Exit. Das wäre ja auch nur das Logischste irgendwie. Okay. Da ist er. Jetzt aber fix. Und mach dich auf den Weg. Aber hallo. So, okay. Ich bin wohl hier ein ganz kluger. War man doch nicht schon mal? Auf jeden Fall irritiert mich die Musik wie Sau wieder. Oh, und ich habe meine Orientierung wieder total verloren. Ah, ja, super. Ah, jetzt, ja. Eine Insel. So, dann machen wir hier auf. Da wollte ich schon nichts lieber in meinem Leben machen, als hier zumache und abschließe. Hui. Okay. Hört jetzt auch mal endlich die Pimmelmusik auf. Das wäre auch ganz nett. Okay. Jetzt kommt da Anari-Musik. Geistermusik kommt jetzt. Oh, hi Kumpels. Was macht ihr da? Da geht einer rum. Kapelle kann ich links oder rechts. Cafeteria. Recreation Hall, was auch immer das ist. Die Library, die Bibliothek und die Lobby. Das erinnert mich ein bisschen an der Asterix. Erobert Rom ans Schlachtfeld, ans Kaputte, wo die ganze römische Legionäre als Geister rumgespukt haben. Für diesen Aufzug ist ein Schlüssel nötig, natürlich. Das ist ja auch während der Nervenheilanstalt noch funktionierend besteht, ist es natürlich auch nur clever, dass man nicht jeden Patient, der versucht rauszurennen, dort den Schlüssel in die Hand oder der Fluchtweg ermöglicht. Dann muss sowas natürlich sein. Okay, Küche. Küche. Das ist noch in Ordnung. Damit kann ich leben. Jetzt kommt aber die fies Orgelmusik. Inklusive Geistermusik. Herrscht, Alter, ist das unangenehm wieder. Ich weiß, ich verwende das Wort sehr inflationär in dem Let's Play. Aber das beschreibt es einfach nur absolut perfekt. Es ist alles mehr als total unangenehm. Und echt ekelhaft. Kann ich da hochklettern? Okay, weil da oben sehe ich nämlich was. Und ich glaube mich noch von Gronks Let's Play zu erinnern, dass man da auch irgendwie hin muss oder kann. Und es wäre natürlich Knorke, wenn das ginge. Nee, das geht wohl nicht. Da kann ich wohl echt über Lüftungsschächte oder so hinklettern. Na gut. Dann... was ist dann da für ein Feiner? Ja, ist das jetzt drehen die elektronischen Geräte auch gerade durch. Ich weiß nicht, ob ihr das hören könnt, aber die ganze... Hier ist der Teufel, was da wieder los ist. Warten mal kurz einen Moment. Hier ist das erleid. Es hat einfach nur abartig laute Störgeräusche gemacht, mein Handy. Aber diese elektronische Geräusche, ich hasse das. Und das stört mich vor allem in meiner Aufnahme. Okay. Ach, Regenwetter. Das macht mich auch depressiv. Scheiße. Ne, eigentlich mag ich Regen, wenn ich drin bin. Wenn ich draußen bin, bin ich nicht so der Regenfan. Vor allem, wenn ich draußen schaffen muss, ist es nicht so optimal. Aber ansonsten mag ich Regen eigentlich, wenn ich drin bin. Ist der unerkörperfrei? Oh, dein Krampfadern und dein mutiertes, verbrenntes Bär, das soll sich vielleicht mal ein Arzt angucken. Das sieht nicht so schick aus, mein Lieber. Ich weiß nicht, ob ich mich dem auch nähern soll, um ehrlich zu sein. Dass da irgendwelche Sache dann treibt. Oh, hi. Danke, du helfender Arm mit Funkgerät, was ich nur zu gern benutzen würde. Und jetzt hier nochmal Brecherle mache. Und weiter geht's. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hier kommen wir nicht durch. Natürlich. Dann bleibt nur die Tür dorthin übrig. Der muss ich jetzt durch. Und dann meide ich so ein bisschen. Ich weiß nicht, wie der mir gesinnt ist, der Kerl.
Okay. Da. Und da geht's der dunkle Gang entlang. Okay. Manometer. Ist aber cool aufgebaut, muss ich sagen. Also es hat einen West- und Ostflügel anscheinend. Und das Hauptgebäude scheint der Verwaltungstrakt zu sein. Und ja, da ist dann wohl im West- oder Ostflügel ist dann die Männer und im anderen Flügel die Frauenstation. Und im Verwaltungstrakt sind wohl die ganze andere Sache wie Lobby, Bibliothek, die Kapelle und so weiter und so fort. Und nachher so ein lustiger Freizeitraum wieder. Ja, geil ist ja schon gemacht, so für die Mitarbeiter, muss ich sagen. Mit Billardtisch, wow, ich habe das geliebt früher. Poolbillard habe ich geliebt, wie die Sau, ihr liebe Leid. Steht's mal gern wieder Spieler. Oh. Oh, hoppla. Da hat er sich was aufgeschrieben. Atmosphärisches Gebet. Schon wieder diese atmosphärischen Störungen. Ein Patient kniet zum Gebet. Vielleicht glaubt er an Vater Martins Dreck. Vielleicht hört er, was ich höre. Nur deutlicher. Vielleicht ist das der Weg, um von hier zu entkommen. Der Priester nannte es das Evangelium des Sands. Nett, dass er immer noch so höflich ist und den Typ Priester nennt. Ah, alles klar bei dir. Ah ja, gefesselt und geknebelt und mit verbrenntem oder mutiertem Slanesh-Arm. Du betst es auch besser. Ja, bet zu deinem dunkle Prinz. Alles in Ordnung. Zu deinem Sand-Evangeliumstyp. Alles in Ordnung. Dahinter sehe ich jetzt auch nichts, was es wert wäre, den Typ in seinem Gebet zu stören. Sind wir mal so nett und lassen den mal in Friede. Bip. Ja, da wollte ich lang. Da wollte ich schon immer mal lang. Und wollte mich auch schon immer mal durch den Spalt hier zwängen und den Typ hier beim Gebet auch stören. Ich mache nichts lieber als gläubige Menschen beim Gebet stören. Nix mache ich lieber. Vor allem, wenn sie so Porno-Gebete sprechen hier. Ach du liebe Zeit. Du liebst, Herr Kettel. Bitte greift mich nicht an, ihr Wahnsinniger. Das wäre extremely knorke. Ja, auf sowas kann ich nämlich echt verzichten. Okay. Ich habe jedes Mal Schiss, wenn die so der aufmacht, dass so Fratzen-Action ist oder so. Da habe ich, glaube ich, den Spinner rumlaufen sehe von do aus, dass der hier gelaufen ist. Vielleicht war es ja auch der hier. Wird sich noch zeigen. Vermeiden Sie Kontamination, waschen Sie Ihre Hände. Generell immer ein guter Tipp, wie ich finde. Egal, ob das jetzt Sanatorium ist oder eine Heilanstalt oder ob das jetzt, Alter, immer diese verschissene Klos, können die nicht mal spülen. Ja, oder ob das in Pflegeheime für Senioren ist oder ob das in andere Einrichtungen, Krankenhaus natürlich ist. Das ist egal, Händewaschen ist immer ein cooler Tipp. Okay, die sind alle kräftig im Gebet versunken und der hat sogar seine Hose dafür ausgezogen, seine coole Blue Jeans. Die hat er extra dafür ausgezogen. Das nenne ich doch mal Einsatz. Der könnte mal wieder ein bisschen was essen. Da könnte man wieder ein bisschen was essen. Die Fastenzeit ist vorbei, Kumpel. Wobei, kommt ja eigentlich noch, oder? Ostern und so. Oh. Hoi. Ja, die bereiten sich hier alle auf Ostern vor und die sind total weggetreten, die Knabe. Okay. Zack. Okididokidi. So, bitte kommt keiner auf mich zu oder so. Das wäre extrem geil. Okay, die sind alle im... Da hat sogar sein Kreuz gelegt. Der bet vor einer Reisetasche. Ja, ich steht auch gern weg wolle. Dafür den ich auch bete, dass ich hier weg kann. Oh, hier ist ein Fenster auf. Und es donnert theatralisch. Das heißt, ich werde wohl hier durch müssen. Ist ja Geld? Ah ne, Glasscherbe. Ich habe schon gedacht, wir legen ein paar schöne grüne Dollars. Die sind alle so wunderschön entstellt hier, die Bursche. Exit, ja. Ich wollte schon immer mal liebend gern ins Exit. Aber ich mag jetzt erst nochmal die andere Zimmer durchwühlen und ein bisschen die Leute beim Gebet stören. Wobei die so versunken sind. Ich glaube, das ist dann absolut schnurz egal, was ich hier treibe. Aber ich will halt jeden mal geguckt haben. Wahrscheinlich werde ich das bitter bereuen. Ah ne, ich bereue es mir nicht, weil hier ein Dokument ist. Das gucke ich mir natürlich sofort an. Jupp, das Evangelium von Judas. Ich bin ein unwürdiger Bittsteller, der unserem Herrn nur dienen kann, indem er ihn nährt.
Bitte nimm mich, Walrider. Lass es den Apostel meines Hirten sehen und verbreite es mit seinen Lügen für eine größere Wahrheit. Deine Zeit in der Welt ist gekommen. Mein Fleisch sehnt sich nach deiner wunderschönen Erscheinung. Mein Blut ist erfüllt von dir und wartet nur darauf, freigelassen zu werden. Dies ist mein Gebet. Ritze dein Evangelium in mein Fleisch. Ja, warum nicht? Also so Evangelie findet man natürlich auch nur in ihrer Anstalter. Det mich aber nicht wundere, wenn's zum Allgemeinprogramm von der katholischen Kirche gehören wird. Und das sagt jemand, der eigentlich gebürtig Katholik ist. Nee, ich bin eigentlich römisch-katholisch getauft. So. Ach, der liebe Zeit. Ne, aber deren Bande traue ich irgendwie alles zu. Aber deine amerikanische evangelische Splittersekte, denen traue ich durchaus auch sehr viel Scheiß zu. Bin ich ganz, ganz ehrlich, generell Religion in fanatischem Ausmaß. Das kann nie gut sein. Södele, dann gehen wir mal hier. Glock klingelt. Ah, da ist wieder so einer mit so einem schicke Krampfader-Popo. Zu dem gehen wir natürlich direkt hier. Der sieht so vertrauenserweckend aus, nun müssen wir einfach hier. Boah, draußen Schütz wie aus Emma. Hi Kumpel. Alles klar? Ah, bei dem scheint alles klar zu sein. God hates sickness. Gott hasst Krankheit. Ja, ja. Das erinnert mich ach so sehr wieder an die Simpsons. Sind Sie sicher, Mr. Flanders, dass es keine Evolution geben kann? So sehr ich sicher bin, dass Jesus Hip-Hop hasst. Okay, wir sind immer näher beim Vater Spinner. Jetzt wird bestimmt was Tolles kommen. Kapella. Gott hasst Geld. God hates money. Was bist du für ein Feiner? Okay. Relativ normal aussehend. Lauter verrücktes Zeug. Das war dasselbe, was wir in der Zelle, in der Gummizelle gelesen haben wahrscheinlich. God aims oder provides a way. Okay. Oh, das sind die Messdiener. Die Dödeldeppe sind jetzt hier die Messdiener. Herzlichen Glückwunsch. Oh ja, du siehst richtig gut aus, Kumpel. Du hast dich richtig fein geputzt für den Gottesdienst. Und du, ich sehe, ja, du hast auch deinen Sonntagsanzug an. Alles klar, ja. Ihr seid die Messdiener, da ist noch der Pater Nicholson, alles klar. Das ist natürlich höchst vertrauenserweckend, wenn ihr zwei die Messdiener seid. Aber ihr hört wenigstens auf euren Spinnerpacher. Das heißt, ihr lasst mich in Friede. Das finde ich schon mal sehr gut. Tut mir bitte nichts. Dass der so Spinner da um sich schaut und wer hängt da am Kreuz? Ach, der Martin hängt selber am Kreuz. Alter! Okay, wenigstens so Aufzug hat er uns gemacht. Oh, du Wildsau! Alter, du elendige Drecksau! Oh, das gibt's doch gar nicht. Das gibt's doch gar nicht. Wie widerlich ist denn das? Das ist der ekligste Tod der Welt, meiner Meinung nach. Wenn man sich lebendig verbrennt. Schlüssel für den Aufzug. Okay. Der Aufzug bringt dich zum Hauptausgang. Okay, ja, ich habe jetzt dein
Spinnerscheiß dokumentiert und da ist sogenannt die Auferstehung. Ach du Scheiße. Ihr andere Spinner könnt gern den Overspinner arbeiten, das ist mir relativ egal. Ich will jetzt nur noch hier raus, wenn die zwei Dödlerinos mich dann rauslassen täten, aber ich glaube, das wollen die nicht. Dazu sehe ich noch, mir hängen hier noch Notizen. Das lese ich jetzt auch noch vor und dann mache ich Schluss für heute. Die Leidenschaft von Vater Martin. Ich kann nicht fassen, dass Vater Martin sogar Jesus Christus selbst in der Grausamkeit des Sterbens übertroffen hat. Ich werde ihn bestimmt nicht vermissen. Ein Weg nach draußen. Wenn er die Wahrheit sagt, kenne ich jetzt den Weg. Und ich habe eine Geschichte. Er möchte, dass ich sein Evangelium verbreite. Ich werde es der ganzen Welt verkünden. Okay. Ich speichere jetzt nochmal, ihr liebe Leute, und ich jetzt sage, das war wieder genug für mich heute. Und wir sehen uns dann morgen bei Let's Play Outlast auf Pelzig. Also machen's gut und bis morgen. Eiern. Yankee.